Somit herzlich willkommen zurück hier bei Super Mario Galaxy Retro Cache Sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch, und der Mario hat gedacht, er macht da mal noch ein Schläfli und wir tun jetzt wecken und wir hätten ein bisschen etwas freigespielt, theoretisch. Und wir dürften einen Stock höher gehen. So wie uns da der Luma gesagt hat, ist da der Maschinenraum. Dann wir uns doch den gerade mal zu Gemüte führen. Und wir haben die Basis davon natürlich auch schon wieder entdeckt. Wir könnten natürlich gerade dort hingehen. Das lassen wir jetzt aber ehrlich gesagt gerade mal noch aus. Weißt du noch etwas? Nicht. Du willst nicht reden mit mir? Okay, dann will ich auch nicht reden mit dir. Und dann hätten wir hier einen ganzen Haufen Neues. Und am besten schauen wir hier gerade den ersten mal an. Herbstwald-Galaxie. Keine Ahnung mehr, was wir damit machen. Das sind die Galaxien, die ich eigentlich mehrheitlich am wenigsten gespielt habe. Auch. Weil... ja, man kann eigentlich mit denen... die Mondhasen suchen. Weil man kann eigentlich das ganze Spiel schon durchspielen, bevor man die Galaxie grossartig anschauen. Aber wir dann mal schauen, was die Mondhasen wollen. Und das sieht eigentlich aus wie eine Spiegelung von der ersten Welt. Und im Herbstlook. Wenn wir jetzt ehrlich sind. Die Hasen suchen nach blauen Sternchips, aber wir finden keine. Ja, okay. Also, jetzt wissen wir, was wir suchen. Die Hasen suchen irgendetwas. Ja, da haben sie mir auch gesagt. Schaukeln macht Spaß, schon. Okay, da haben wir da Ruhe. Wo sind die Sternchips? Ah, da ist einer. Also, dann sind da wahrscheinlich noch ein paar so Sternchips verteilt über die ganze Welt. Und wir dürfen die jetzt hier suchen gehen. So sieht das zumindest aus. Und da wäre auch einer gewesen. Da wäre schon der zweite. Das ist doch schön. Also mehrheitlich überall, wo ein Hase rum ist, hat es auch so Chips rum. Und da hinten hat es auch noch einen Hase. Raus! Okay. Fast vermutet, dass da oben noch etwas hat, aber ich habe gehofft, dass wir mit der Schaukel vorne rauf mögen, aber dem war nicht so. Gut. Dann glaube ich, auf dieser Seite haben wir wahrscheinlich alle geholt, die es zu finden gibt. Dann ist dort vorne noch ein Hase und dort ist eine Kiste. Dann vermute ich mal, dass dort auch noch etwas drin ist. Da nicht auf den Pilz rauf. In dem Fall,
Ja, irgendwie sind wir gleich noch raufgekommen. Da geht es abwärts, das ist nicht so eine gute Idee, um da durchzugehen. Also gehen wir auf den Weg wieder retour. Und ich sehe ein bisschen wenig. Das ist nicht so schön, das haben wir nicht so gern. Ja, da ist schon besser. Ah, da können wir mit den Blumen müssten wir da raufkommen, in dem Fall. Da ist irgendwo auch noch etwas versteckt. Die Anteile sollten wir auch noch ein paar haben. Theoretisch müssen wir auch noch ein paar... Ah, sammeln! Nein! Das war jetzt schlecht gewesen. Ich vermute, dort oben ist aber noch etwas. Vielleicht liegt ich auch falsch mit dieser Vermutung, aber dort ist da vorne ist noch ein Has. Zumindest. Sind hier drüben welche? Genau. Da kommen wir zumindest einmal weiter. Das war da vorne, oder? Ja. Da wieder retour. Glaubst du, du kannst mich fangen? Okay, da ist wieder Hasejagd. Wird der irgendwie müde, oder? Oder auch nicht? Ich habe verloren. Dafür gebe ich dir einen Powerstern. Okay, der wäre ja auch nicht so eine riesige Sache gewesen. Hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, bis wir alle Teile gefunden haben, aber sonst durchaus ein machbarer Stern, würde ich meinen. Und das heisst, eigentlich würden uns jetzt nur noch 4 fehlen. Aber ich glaube, in dieser Folge bleibe ich mal der Linie noch treu. Und das wäre sonst auch eine Frage an euch. Möchtet ihr einfach jede Galaxie mal noch gesehen haben in dem Let's Play? Oder sollen wir mindestens die regulären Sterne probieren? Ihr dürft dann natürlich gerne in die Kommentare einschreiben. Würde mich wundern, geworfen werden. Mich wundern, was uns da umwerfen will, aber ja. Klar. Und wir gehen mal zu dem, wo uns angezeigt wurde, ist am Anfang, weil da wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch der richtige oder der beste Weg sein, vermute ich mal. Da sind wir zumindest mal auf der anderen Seite rein.
Ob wir das Bienchen noch brauchen, weiss ich nicht. Die sind da schön am Schlafen und wir tun sie jetzt wecken im Schlaf. Ja, ich glaube, das ist gerechnet, dass wir da mit dem Bienchen raufgehen. Und da vorne hat es einen Stern, weil jetzt da... Oh, jetzt haben wir das Bienchen verloren. Ah! Ja, ich hoffe, wir brauchen das Bienchen nicht da vorne. Oder dort, wo wir hingehen. Das wäre ein bisschen schade. Jetzt mal einen Tatzelwurm, wo wir gerade schon mal reinlaufen. Ja, da müssten wir überall, gell? Da, Junge. Das wäre ja schon mal gut. Der könnte uns unsere Kraft auffüllen. Ja, wenn er nicht so blöd am Ecken wäre stehen. Am Schluss sterben wir noch wegen dem. Statt dass wir unsere Kraft auffüllen können. Und ich vermute mal da. Ah, da müssen wir bis dahinter locken. Irgendwo muss einer rum sein. Den Schleuderknaben. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da wisst ihr jetzt den Namen nicht einmal. Richtig. Ja, und du darfst das Leben. Haben wir wieder volles Leben. Immerhin. Da ist er geschlafen. Können wir bitte nachlaufen? Finde ich nett von dir. Ja, da ist ein Sackgasse. Ja, das war nicht so schön gewesen. Falsche Seite ausgesucht. Ja. Aber wenn ich es noch wieder als Leben wegnehme, dann wäre es ja noch schlimmer. Da ist mir jetzt gerade ein bisschen eher suspekt, aber es scheint ein Weg zu sein. Ob es der richtige Weg ist, keine Ahnung. Weil jetzt da ein bisschen viel von denen Typen rum. Aber da hätte mal geklappt so weit. Und da oben ist der Powerstern. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu dem? Die sind dann wirklich viel gebracht, wenn wir ehrlich sind, und ja, nerven auch. Jetzt auch noch so ein Typ rum. Da lange nicht, da brauchen wir unseren lieben Schnabelkamerad da vorne. Wenn wir das Bienchen holen können, und mit dem Bienchen sollten wir dann nachher auch raufkommen. Vermute ich mal. Auf der, wie heisst das Spiel schon wieder? Mahjong-Turm oder irgendwie so. Also, ich glaube, das ist jetzt einer der ersten Sterne, wo ich wirklich kann sagen, ich glaube, den habe ich noch nie geholt bis jetzt.
Da ist Gefahr da, in dem Fall. Ja. Ja. Jetzt noch meine Kraft wieder da oben haben. Danke. Ah, hat jetzt ein bisschen Zeit gebraucht und das Bienchen sollten wir da nochmal haben. Bitte, lieber Schnabelfreund. Dankeschön. Dann löre ich gerne wieder auf den Turm rauf. Da ist schon mal nett. Und die Münzli, die lassen wir mal noch. Vielleicht brauchen wir ja die noch in einem späteren Zeitpunkt. Wenn wir nochmal das ein oder das andere Mal sollten runterfallen. Also der Mario ist schwer für die Blümchen, darum müssen wir sicher der Bienen-Mario sein. So viel ist schon mal klar. Ah, die gehen so rundherum. Aber da wäre auch nicht so eine riesige Sache gewesen. Man hat halt auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und da ist auch wieder ein Stern, wo ich muss sagen, den habe ich, wie schon erwähnt, den habe ich wirklich noch nie geholt bis jetzt, glaube ich. Ich habe das Spiel auch nie komplett durchgespielt und da ist eigentlich auch nicht das Ziel von dem Let's Play, dass ich da einfach wieder mal erwähnt hätte. So. Ihr könnt da natürlich gerne Wünsche und die Kommentare schreiben. Wenn wir es komplett durchspielen sollen, wenn genug dieser Meinung sind, dann überlegt man es vielleicht ja auch nochmal. Da kann ich jetzt doch gut sagen, weil das wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein. Daher. Herzklopf, Waldweg. Also da brauchen wir das Bienchen und da regnet es und da hat es einen Endgegner, den ich auch noch nie gemacht habe. Und zuerst müssen wir dort raufkommen, mit dem Bienchen natürlich. Darum regnet es da überall ein bisschen, dass wir, wenn wir ins Wasser hier kommen, wissen wir ja mittlerweile, dann sind wir ja unser Bienchen los. Dann müssen wir da überall irgendwie. Da wäre ja schon mal machbar gewesen und da jetzt wenigstens sind sie so gnädig und geben uns da zwischen ihnen auch wieder mal Pilz, dass wir die Bienen-Mario können werden. Und da können wir dem auf der Regenwolke auch stehen bleiben. Ah, Tatsache. War jetzt etwas gewesen, was ich nicht gewusst hätte, aber in dem Fall sind wir als Bienen-Mario so leicht, dass man quasi auf der Wolke dahin gleitet. Hätten wir da mal noch mit einem reden, mit noch mit keinem geredet? Nein, der Wachtwurm wurde vom Maulwurfsoldaten übernommen. Ja, gut, wissen wir da. Und die Stinkkäfer hat jetzt auch genug rum. Und Regenwolke hat jetzt auch einen Haufen. Hier sollten wir aufpassen. Ein paar Sternteile hat es noch zum Einsammeln. Und dann sind wir schon da oben. Wär's das schon gewesen? Ah nein, das ist noch lange noch nicht gewesen.
da hat es natürlich auch Regenwolken rum. Soll es auch anders sein? Geht jetzt gewinnt und da kommt nochmal eine, aber ja, die ist auch hoch. Die Frage ist, können wir da gleich weiter, auch ohne Biene, Mario? Ich glaube, nein. Es sieht schlecht aus. Vielleicht geht es irgendwie, wenn man ein bisschen mehr Skill hat. Aber ihr wisst ja, der bezieht sich nicht. Wir haben hier vor allem ein bisschen zu lange gewartet. Und da wären wir beim Endgegner. Es ist da die Frage, was müssen wir da? Müssen wir da ja wieder die Hindern kommen? Okay. So funktioniert das in dem Fall. Ja, und die fahren auch hin und her. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich noch 3-mal machen. Nehmen wir mal jetzt einfach so an, wie wir das so kennen. Ja, das ist nicht so gut gewesen. Ja, das ist auch nicht hilfreich. Ja, hat auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Aber schlussendlich haben wir es geschafft. Also hätten wir da bei der ersten Galaxie wenigstens alle 3 Sterne immer geholt. Und wieder mal ein bisschen eine einfachere Galaxie, weil ich bin nicht gestorben und ein neues Kapitel hätten wir im Buch auch noch freigespielt. Da bin ich euch natürlich dann auch mal noch schuldig, aber ich glaube, da machen wir den mal in einer separaten Folge. Und
jetzt noch gerade am Überlegen. Ich glaube, Kampffestung, der Luigi haben wir mal noch irgendwo gesehen. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo Kampffestung effektiv war. Oder Kampffelsengalaxie oder irgendwie so jetzt geheißen. Wenn wir halt rasch suchen gehen. Da sicher nein, aber da hat es auch noch einen versteckten. Hier steht in der zweiten Welt. Da könnte noch sein, der erste schon in der ersten Welt gewesen. Dann wäre es durchaus denkbar, dass der zweite Luigi in der zweiten Welt ist, also in der zweiten Kuppel. Das Bild haben wir ja mal gesehen. Und dann habe ich noch im Gedächtnis ein bisschen, darum schauen wir mal. Ob der da ist. Da ist Kampffelsengalaxie und da wäre der Luigi. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ist da der oder ist da... Ja. Ah, ich glaube, da ist auch noch ein Luma rum, gell? Dann machen wir halt den Luma. Wenn der Luigi da nicht will, oder hätten wir wahrscheinlich zuerst in die Galaxie rein, den Luigi irgendwie aktivieren. Könnte auch sein. Die wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Ah, so mal auf ist. Da ist schon ein bisschen tricky. Aber da können wir gleich wieder führen. Ah.
wir da mal auf die Unterseite. Oh, mal, schau, da ist der Luigi ist da. Und ein Lebensbild jetzt auch noch auf der anderen Seite. Also, da können wir ja gleich den Luigi machen. Da schauen, dass uns die Bombe da richtig folgt. Da wäre ja gar nicht so eine riesige Sache. Puh! Puh, ich wäre beinahe erstickt hier drin. Also, Bruderherz, du hattest ruhig früher aufkommen können. Ja, ja, du bist ein Powerstern. Richte Rosalina aus, dass ich ihn gefunden habe. Der Powerstern gehört dir. Und mit dem Grünen, aber ich glaube, den prüfen wir nochmal an, dass wir in die Challenge Galaxie kommen und die selber, ich glaube, noch gar nicht angeschaut, wirklich, wenn ich ehrlich bin. Zu meiner Schande. Aber wir hätten S59 die Sternli. Und wir hätten über 1000 Sternteile. Das heisst, Gourmet-Luma könnte man eigentlich auch mal noch machen. Ich will aber sagen, da war es für die Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. 4 weitere Sterne hat es gegeben. Und sagt doch, ob ihr wirklich möchtet, dass wir da alle Galaxien probieren, zumindest die 3 regulären Sterne mal noch zu machen. Oder möchtet ihr möglichst schnell zum Abschluss kommen. Wäre ich froh, wenn ihr da könntet in den Kommentar schreiben und vielleicht auch noch, wenn ihr ein Like oder ein Abo würdet da lassen. Vielen Dank und man hört sich.